Hallo Rosemarie, Hallo. schön, dass du da bist. Jörg, du bist auch da, gell? Ja, ja. Also, heute hast du ja aus dem Löchle einiges mitgebracht, Jörg. Ja, letztendlich geht es in den Herbst rein. Und jetzt sind, wie man sieht, also ist jetzt Äpfelzeit. Äpfelzeit. Rosemarie, erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, das sind halt so verschiedene, gell. Zum Beispiel der große da, das ist ja ein Kardinal Bea. Am Sportplatz ist ja so eine große Anlage gewesen. Die Kardinal Bea hat man dort das erste Mal kennengelernt. Und dann hat man auch... Wann war das ungefähr? Es war schon in den 70er Jahren, hat es ja, angefangen. ja, Bilder. Ja, ja. Okay. Und ist das ein reiner Tafelapfel? Den hat man dort als Mustäpfel angebaut. Da hat man es abgeliefert. Aber man hat sie auch zu Kuchen, also genau, da haben sie auch viel gebrochen und gegessen. Also man hat sie auch so essen können. Es ist nicht ein Mustapfel gewesen, in dem Sinn. Aber er ist sehr saftig und deswegen ausgiebig ja, für einen ganz Saft. arg gut. Ja. Gut. Der Kardinal Bea Apfelbaum war auch alles von den Geschenkeln zur Fusion von der Kirchengemeinde Besigheim und Ottmarsheim. Ja, richtig. Da hat Ottmarsche Beske einen Apfelbaum geschenkt. Ja, und ein Kardinal Bea. Bea. Man hat immer gesagt, es sei ein Bea. Und wo Ja. wir es dann am Ende noch tatsächlich bei der Übergabe, wo er gepflanzt gewesen ist, dann haben wir noch gesagt, das ist ein Kardinal Bea. Dann hat aber der Dekan damals, der hat ein bisschen geschluckt dann, weil es ja halt natürlich ein Kardinal gewesen ist. Kardinal. Was ist das? Das sind Bitterfelder Äpfel da. Also das ist ja ein besonderer Mustapfel. Und die sind nachher auch ein bitterer Geschmack. Aber was man von denen früher einmal gemacht hat, hat man Apfelgelee gekocht, gesalzt. Weil das der bittere Äpfelsaft, das hat einen guten Geschmack gegeben für Apfelgelee. Hebt ein bisschen die arge Süße auf, Ja, wenn man ja Zucker Also das reinnehmen ist- muss. Ja, das ist ne? sehr gut gewesen, einmal, das Apfelgelee. Und die andere Kandidaten, die machen aus dem Bitterfelder dann halt auch gerne einen Bitterfelder Schnaps. Ja. Ah, zur Not. Ja, ja. Würzlöge hat es oben noch. Würzlöge hat's Die mag ich. oben, ja, das ist also auch mein Lieblingsapfel gewesen, immer die Würzlöge, da bin ich auch drauf ausgewählt. Goldpermener hat es noch oben am Baum. Goldpermener, ja. Und das sind Tafeläpfel oder Mostäpfel? Das sind Tafeläpfel. Goldpermener sind zum Essen. Und die andere, jetzt weiß ich nicht, wie die heißen, das ist ja vom Aaron, den Baum, wo der zur Konfirmation geschenkt gekriegt hat. Wenn es jemand erkennt, dann darf er gleich in den Kommentar unten schreiben, was das für sind. Überhaupt darf jeder schön, gern ne? kommentieren, was seine Lieblingsapfelsorte ist und auch, ob er ein besonderes Kuchenrezept hat oder ob er selber Most macht. Alles erlaubt. Der Basigheimer Obst- und Gartenbauverein haben eine schöne Ausstellung gemacht im Basigheimer Rathaus und da haben sie von alle möglichen Sorten, die sie kennen, auf der Basigheimer Markung Äpfel bringen lassen und haben die in ein kleines Körbchen eingelegt und die Beschreibung dazu. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war eine Sorte, die hat Pfannkuchenapfel geheißen. Hab ich Und noch da nie haben sie ein gehört. jenseits Exemplar davon gehabt und der hat wirklich gut ausgesehen. Das Geh mal ist davon mir aus, gar den nicht- haben wir im Lächle nicht. Nein. Aber wir könnten mal wieder einen Apfelpfannkuchen machen. Äpfelkirchler gehen immer. Äpfelkirchler, das haben wir oft gemacht, daheim. Was ist dein schnelles Rezept? Ein bisschen ein zäher Pfannkuchenteig. Also da hat man halt Mehl, Eier, mit Milch auch gemacht, ein bisschen, den hat man sogar gesalzen. Und dann hat man Apfelscheiben gemacht, das Kerne raus und Schale weg und ein bisschen dickere Scheiben und die in den Teig rein und auch so rausbacken. Mit welchem Bratfett würdest du es empfehlen? Mit Öl Mit oder? Öl oder mit Schmalz. Wir haben es halt früher mit Schmalz rausbacken. Dann ist es Im natürlich super anderen lecker. Fall müsste man es halt mit Butterschmalz oder so rausbacken. Ja. Gut, dann vielen Dank für deine Empfehlung. Schönen Abend. Jo, tschüss alle. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.